Ja, hi Leute, willkommen zu einem neuen Commentary und zwar wieder mal MW3. Gleich mal zu Beginn, keine Angst, es kommt morgen wahrscheinlich ein Battlefield 3 Gameplay. Und ansonsten übermorgen. Ja, MW3 hier. Eine übelst gute Runde, wie ich finde. Ich bin zwar eher defensiv vorgegangen, ich bin am Anfang hier relativ viel an dieser Stelle hier. Aber, naja. Also Modus ist Sprengkommando. Da habe ich die ACR mit Schalldämpfer und Dingens, Durchdringungsverbesserung, irgendwas dabei. Sorry, dass ich die Namen noch nicht ganz kenne, aber das Spiel ist noch relativ neu für mich. Und ja, Killstreaks, Predator, Payflow. Nee, nicht Payflow. Predator, Reaper und den Osprey-Schützen. Ja, Perks kann ich euch leider nicht sagen, weil das Gameplay ist schon eine Weile her. Und im Kinomodus werden die irgendwie nicht angezeigt. Hardliner weiß ich, dass ich es dabei habe und Flinkheit. Mehr kann ich leider nicht sagen. Wahrscheinlich noch ruhige Hand. Naja, egal. Jedenfalls soll mein heutiges Thema sein Flamer oder Community oder was auch immer, allgemein. Nicht nur in Videospielen, sondern auch auf YouTube. Und ja, zuerst will ich mal mit einem Grund anfangen, wieso ich nämlich Battlefield auch ein bisschen lieber spiele, was eben mit Flamer zu tun hat. Weil da kann man jetzt irgendwie nicht sagen, Call of Duty hat viel mehr Flamer wie Battlefield. Das ist einfach so. Wenn ich zum Beispiel BF zock und irgendjemand macht irgendwie einen coolen Kill oder so, dann schreiben eigentlich die meisten in den Chat irgendwie nice oder lol oder irgendwas halt. Entweder ein Kompliment oder so oder keine Ahnung. Jedenfalls selten Beleidigungen. Es gibt immer so Ausnahmen, die halt trotzdem ihren sich cool fühlen, wenn sie die Leute dann direkt beleidigen. Aber naja. Wie gesagt, also in Battlefield gibt es von mir gesehen weniger Flamer, die gleich los beleidigen und alles. Kann aber auch sein, dass mir das nur so vorkommt. Glaube ich aber nicht. Weil jeder, der Call of Duty spielt, der muss einfach zugeben, es gibt extrem viele Typen, die in den Chat entweder Noob oder Camper oder Asshole oder was auch immer reinschreiben, irgendwelche Beleidigungen und das je nachdem, obwohl man überhaupt nichts gemacht hat, was irgendwie ein Grund dafür wäre. Das ist einfach mal so. Ich glaube hier im Gameplay, wenn es das sogar jetzt ist, ich sehe das bei Sony Vegas nicht, schreibt auch irgendwie jemand mal Wichser rein. Kein Plan warum. Ja, ich verstehe einfach nicht ganz, warum man so kindisch sein kann. Ganz ehrlich, ich bin 15. Ich bin noch übelst jung im Vergleich zu den meisten Call of Duty Spielern oder Battlefield, will ich mal behaupten. Und was Call of Duty angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es extrem viele, die mir ein bisschen weniger erwachsen vorkommen wie ich. Und ich meine, ich habe ja quasi noch das Recht, kindisch zu sein, kann man sagen. Allerdings bin ich es weniger als diese Typen. Das soll jetzt übrigens kein Flame gegen alle Call of Duty Spieler sein. Es gibt sehr viele Call of Duty Spieler, die genau wie in Battlefield oder so das Spiel zum Spaß spielen und nicht jeden gleich beleidigen. Aber es gibt eben auch extrem viele, die rumflamen. Es gibt auch in Call of Duty extrem viele Kiddies, wenn man das so sagen darf. Ja. Nervt mich dann auch immer ein bisschen, wenn diese sich übelst cool fühlen und alles. Wäre eigentlich auch mal ein Thema, und zwar Minderjährige in die Ego-Shooter spielen oder so. Also Leute wie ich. Kann ich auch gleich ein bisschen ansprechen, warum nicht? Da kann ich dazu sagen, ich finde, wenn man die Klappe hält, ist das okay. Und ich halte normalerweise die Klappe, also mich regt immer auf, wenn da diese 10-Jährigen
oder halt 13-Jährige oder was auch immer mit ihrer Kinderstimme ins Mikro schreien wie nix und alle beleidigen und diesen, das und jenes. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele auch schon Ego-Shooter seit, glaube ich, jetzt 4 Jahren oder so. Hätte theoretisch mit so einer Kinderstimme auch ins Mikro schreien können. Ich hab's allerdings nicht getan. Ja, ich frage mich, warum das nicht alle können. Weil irgendwie, wenn man doch weiß, eigentlich ist man noch nicht alt genug für diese Spiele, dann kann man sich doch ein bisschen zusammennehmen, finde ich. Also ich bin jetzt schon bald 16 in 2-3 Monaten. Und dann darf ich ja theoretisch gewisse Shooter schon spielen, Counter-Strike oder Team Fortress oder was. Aber ich werde da trotzdem nicht ins Mikro schreien, wie bekloppt, da ich verstehe sowieso nicht, wie man das machen kann. Aber egal, ich schweife schon wieder vom Thema ab, es ging ja eigentlich um Flamer. Nämlich auch auf YouTube. Und zwar gibt es da wirklich auch extrem viele, die einfach, ja, ich sag mal, ihm gefällt ein Video nicht, los hey. Ne, kennt ihr bestimmt von anderen YouTubern oder so. Aber das verstehe ich auch nicht, wieso. Wenn ich ein Video wirklich so richtig übelst behämmert finde, dann mache ich Dislike, fertig. Ich kommentiere da nicht irgendwie noch mit du Arschloch, du Hurensohn oder was auch immer. Das ist doch total unnötig irgendwie. Also für mich sind Leute, die das machen, vielleicht in Wirklichkeit älter, aber im Kopf sind das noch verdammte Kinder, die ein bisschen zu viel Kraft als Trick gelernt haben. Also, und ja, also ich finde wirklich teilweise übertreiben es gewisse wirklich. Es gibt zum Beispiel YouTuber, die Gameplays hochladen und dann kommt da im Gameplay irgendwas vor, zum Beispiel, keine Ahnung, man hebt eine FMG 9 Akimbo auf, wenn wir jetzt mal MW3 nehmen, man hebt sie aber auf, man hat sie nicht ausgerüstet, weil man zum Beispiel keine Muni mehr hat oder so. Und da schreibt gleich einer unten in die Kommentare, das habe ich nämlich letztens durchgesehen, du scheiß FMG 9 Noob, irgendwie, da hat er noch irgendeine Beleidigung hingeschrieben oder was, und die Stelle. Und wirklich, der Typ hat die FMG 9 aufgehoben, hat damit geschossen, einen Kill gemacht und dann hat er schon wieder eine neue Waffe aufgehoben. Er hat sie sogar wieder ausgewechselt, weil er wusste, dass das eigentlich übelst, wie soll ich sagen, Noob-like ist. Oder jedenfalls die meisten das Noob-like nennen. Er hat es direkt wieder ausgetauscht und trotzdem muss der Typ ihn direkt beleidigen. Das ist für mich einfach nur ein... Klingt es vielleicht hart, aber ein Idiot, der überhaupt keine Ahnung vom Leben hat. Ohne Scheiß jetzt. Ich habe auch nichts gegen Beleidigungen oder was. Wenn mich jemand beleidigt oder so, ist mir das meistens piepegal. Nur, wenn andere beleidigt werden und das ohne irgendeinen guten Grund, dann regt mich das übelst auf teilweise. Aber wirklich. Ja, da gibt es natürlich auch Flamer, wie zum Beispiel die Hater. Und die kennt ja jeder. Frage ich mich auch, was die im Real Life sonst noch so machen. Also, ich frage mich, wie man jemanden haten kann. Das wäre mir ehrlich gesagt zu langweilig, ganz ehrlich. Weil, was ist denn da toll? Man klickt auf ein Video, Dislike. Man geht raus, klickt wieder drauf, Dislike. Immer so. Und das Geile ist ja, wenn das bei größeren YouTubern passiert, dann hilft man ja denen. Ich meine, die kriegen ja Geld, je nachdem. Und wenn man da Dislikes gibt und Klicks und alles, das gibt denen Geld. Das nützt denen gar nicht. Also den Hatern nützt das nichts. Den großen YouTubern nützt das eigentlich was, die verdienen dadurch ihr Geld und können eigentlich froh sein, dass sie die Hater haben. Deshalb eigentlich Hater sind auch übelst bekloppt. Also wenn ihr irgendwo hatet oder so, es nützt euch einfach nichts. Es bringt wirklich nichts. Und auch in Spielen. Probiert doch irgendwie ein bisschen, na, ihr wisst schon, ein bisschen, ja, nett miteinander umzugehen. Oder so. Und das soll jetzt nicht an alle sein.
Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Ich bin mir sicher, die meisten von euch, wenn nicht sogar alle, wissen, wie man sich benehmen soll im Internet, aber es gibt dann eben auch Ausnahmen. Ja, das Gameplay ist zu Ende. Wir gewinnen den Modus 2:0 und mein Score, da bin ich übelst stolz drauf, auch wenn ich eigentlich fast alles durch Killstreaks geholt habe. 64:2 und 8 Assists. Ja, dann würde ich mal sagen, war's das. Und wie gesagt, flamet nicht rum, spielt einfach oder flamet auf YouTube nicht rum, gebt eine Bewertung ab und dann wieder weg vom Video. Also würde ich mal sagen, bis dann Leute und wir sehen uns später.